Ich lade dich ein, in die zauberhafte Welt der Märchen zu tauchen. Ich nehme dich mit in die Gegend vom Kaukasusgebirge. Es ist eine riesige Gebirgskette zwischen Europa und Asien. An das grosse Kaukasusgebirge grenzen mehrere Länder und dass zum Teil nicht überall klar ist, wem was gehört, entstehen dort immer wieder Spannungen und Konflikte. Unter den Ländern, aber auch unter den vielen, vielen Volksgruppen, die dort leben. Vor langer, langer Zeit hat in einem Gebirgsdorf im Norden Kaukasus ein alter Mann mit seiner Sippe gelebt. Was zu dieser Zeit Tradition war, dass Enkel, Töchter und Söhne alle, eben die ganze Sippe, miteinander und füreinander da waren. Sie haben glücklich und zufrieden als Familie in einem Haus gelebt, haben zusammen streng auf dem Feld gearbeitet, sind miteinander an einem Tisch gesessen und haben gegessen und haben Leid und Freude miteinander geteilt. Einmal, es war früh am Morgen, hat sich der Hausherr wie immer zu der Ross gemacht, um sie zu füttern. Da sieht er, dass über die Nacht der Winter sich niedergelassen hat. Der Winter hat die ganze Landschaft in eine weisse Schneedecke eingehüllt. Da entdeckt der alte Mann frische Spuren im Schnee, die direkt vom Haus wegführen. Es macht ihn ein bisschen stutzig, weil alle von der Familie daheim sind und die Gäste haben sie auch keine gehabt. So hat er beschlossen, nach dem Rossfüttern diesen Spuren zu folgen, um vielleicht so herauszufinden, wem die gehören. Die Rosse haben ihr Futter bekommen und der alte Mann ist losgelaufen. Er ist gelaufen und gelaufen. Die frischen Spuren im Schnee haben durchs Dorf geführt, weiter über ein Feld, wo sie plötzlich bei einem Rosenstrauch aufhören. Er bleibt stehen und schaut in der Gegend umeinander, sieht aber niemand. Er stellt sich aufrecht hin und sagt mit fester Stimme: »Wer bist du, der heute Morgen mein Haus verlassen hat und sich beim Rosenstrauch versteckt?« »Ich bin euch ein Glück. Ich habe beschlossen, euch ein Haus zu verlassen und weiterzuziehen. Aber weil du mir gefolgt bist und mich sogar eingeholt hast, kannst du dir etwas wünschen.« Der Mann ist verschrocken. Das Glück, nicht mehr im Haus zu haben, ist ein grosser Verlust. Doch jetzt noch einen Wunsch dürfen zu äußern, muss gut überlegt sein. »O Glück, ich bitte dich, mir noch ein bisschen Zeit zu geben, damit ich mich mit meinen Leuten beraten kann bei so einem wichtigen Entscheid.« »Gut, ich gewähre dir das, gib aber Acht, dass ihr nicht zu lang habt. Ich habe schliesslich nicht den ganzen Tag Zeit.« »Ich danke dir«, verneigt sich der Alte respektvoll und läuft zu seinen Leuten. Daheim angekommen, sie sind inzwischen alle aufgestanden und der Hausherr ruft sofort alle zusammen und erzählt ihnen, was vorgefallen ist. Auf das aber wollen sie sich anfangen beraten. Die Frau hat gemeint: »Bitte komm mehr Land, so haben wir mehr zu essen und Einkommen.« »Oder bessere Ross«, meint der älteste Sohn, der schon immer eine Vorliebe für Ross hatte. Eine Tochter meint, wenn wir uns schon mal etwas wünschen können, wie wär's mit schönen und prächtigen Kleidern? So hat jede Tochter und jeder Sohn den anderen mitteilt, was sie sich wünschen würden. Die Kinder vom Hausherr haben aber angefangen zu streiten. Jeder wollte im anderen beweisen, dass sein Wunsch der beste ist. Da plötzlich meldet sich die jüngste Schwiegertochter mit ihrer leisigen Stimme. »Wenn uns schon das Glück verlassen hat, wie wär's, wenn wir wenigstens unsere Ehre behalten könnten? Die Achtung und der Respekt ist mehr wert als aller materielle Reichtum.« Der Hausherr nimmt seine jüngste Schwiegertochter in die Arme. »Genau, das ist es, was wir uns wünschen«, und strahlt sie an.
Alle anderen waren einverstanden mit dem Wunsch und der Alte hat sich sofort wieder auf den Weg gemacht zum Glück. Da der Hausherr nicht mehr gerade der Jüngste war, hat er beim Glück zuerst mal richtig durchschnaufen. Doch das Glück hat das Wort ergriffen. «Ihr habt euch aber lang beraten. So sag, für was hat sich deine Familie entschieden?» «Wenn wir einen Wunsch offen haben, dann schenk uns unsere Ehre. Dass uns die Achtung und der Respekt bleibt.» «Du machst mir's nicht einfach», sagt das Glück. «Denn wo die Ehre ist auch das Glück.» So ist der Alte zusammen mit dem Glück wieder zurück zum Hof ins Haus gegangen.